Herzlich willkommen zurück, Freunde, zur nächsten Ausgabe hier bei Tales of Berseria. Ja, in der letzten Folge, da ging es ja richtig ab, ey. Der Kampf gegen Artorius, der war ziemlich schnell vorbei mit unserer Niederlage. Also ich glaube, so mächtig wie der Hirte hier ist, das... Warte mal, das ist ein Erdsymbol. Ein Erdtempel, cool. Ja, so mächtig wie der Hirte hier bereits ist, das könnte eine Weile dauern, bis wir da eine reelle Chance gegen ihn hätten. Und vor allem die Frage, wie? Ich meine, in Cestiria waren wir selbst der Hirte, mussten gegen den Herrscher des Unheils ankämpfen, hatten keine Chance, mussten jetzt unsere wahren Kräfte freisetzen, erlangen im Sinne von den 4 Prüfungen, ne, oder eine Prüfung pro Element halt. Aber kann er hier wohl kaum ähnlich sein, oder? Naja. So. Und wir legen direkt wieder los. Uns fehlt eben noch Laffyset und die anderen sind noch unterwegs. Wo sind die beiden los? Aber erstmal Level 4, okay. Das Astrosmeer. Ne, dann direkt mal hier runter. Du sagst es. Ich habe am Ende der letzten Folge ja vermutet, es könnte so ein, also im Prinzip könnte es vielleicht sogar der Tempel sein, den wir an Cestiria vom Anfang her kennen. Also sprich der Tempel, der im Prinzip, ja, die Verbindung ist zum verlorenen Dorf, also sprich eigentlich, ja, zum Tempel da von Artorius, war. Ja, ich weiß, in Cestiria gab es dann mit... Cool, wird plötzlich heller. In Cestiria gab es einen bestimmten Namen dafür, ich weiß jetzt den nicht mehr, das ist schon wieder zu lange her. Aber ihr versteht schon mal, also im Prinzip das... Ja, das Gefühl habe, dass der Tempel hier... Der gleiche ist halt ja zu Beginn von Cestiria, mit so wie Miklo erlebt haben, wo wir halt auf Alicia getroffen sind. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Irrtum, weil ich kann mich erinnern, dass da irgendwie ein Erdsymbol in der Tür war. Mir doch irgendwie aufgefallen. Musik wird sich weg, das ist nie ein gutes Zeichen. Wir sind hier offenbar ziemlich alleine unterwegs, WTF. Uns hat ja auch keine. Wieder der Wächter, okay, der ist versehen, aber ich mal gucken, vielleicht ist sowas, was ein bisschen was bringen würde. Ja, also ich denke mal weniger, dass sie auf physischen Angriff gehen wird, eher auf Arte-Angriff, insofern lohnt sich das durchaus. Cool. Endlich mal eine brauchbare Waffe. Hey, steht da so ein Erdklumpen fest oder was? Ja, weißt du, sobald ich hier wieder weggehe, Musik kommt zurück. Wenn ich hier bin, Musik ist weg. Hä? Okay. Allheilmittel, warum auch nicht? Dann würde ich doch mal sagen, Musik aus. Ha, klappt immer. Musik wieder an. Ja, langsam. Aber sieht schon cool aus. Aber ich muss zugeben, der Tempel hat doch ein bisschen was vom, ich glaube sogar war auch der erste Tempel in Legend of Zelda Skyward Sword, wo wir damals auf Girion getroffen sind. Ja, irgendwie, klar, Grafikstil anders und so, ganz klar, aber ansonsten irgendwie hat es ein bisschen was. Oh, sollten Dämonen nicht vorhanden sind. Werden langsam auch stärker. Zum Glück habe ich Eisen dabei. Nein, ich meine, ein bisschen kämpfen kann ich noch. Hallo. Er bringt eh keine Erfahrungspunkte. Oh no, a dead end! And so the adventure came to a close in a most sudden and unsatisfying manner! Look, that wall is cracked. That means
Quick. Ja gut, ein Zelda-Spiel ist auf einer Bombe platziert, aber so geht es natürlich auch. Einfach eintreten. Ja, warum nicht? Größer als erwartet. Und vor allem, ich sehe nirgendwo irgendwie ein Sternsymbol. Servus! Der Unter der Magier. Schwäche gegen Erde, dann werde ich dich mal unter Erden, unterbrechen und Erde bringen. So sieht gut raus. Macht er überhaupt? I unleashed all my power. Oh, ich muss aufpassen, wir haben keine Schlafphysik dabei zum Heilen. Da muss ich etwas... Ja, kommt doch. So exorcists are actually the vessels for their Malakim. You can do that too, can't you, Magilu? Of course! This fair maiden has won the Malakim's Choice Award, Most Desirable Vessel, 3 years running. Oh? Then you wouldn't mind replacing Eleanor as Laphicet's vessel, I hope. Thanks, but no thanks. I have my hands full dealing with Bienfu as it is. If I ate Bienfu, you'd have room. Still wouldn't work, kiddo. You saw it with your own eyes. Even if only for an instant, that kid actually held his own against the power of Inominat. Not even the resplendent Magilu can handle something of that power. Indeed. After everything we've seen, it's obvious there's more to Laphicet than meets the eye. Yeah, but that Eleanor woman was still able to become his vessel. That's because, unlike Miss Magilu, Madame Eleanor actually tries! Anyway, we need to find her and beat her. She'll just bring us more trouble the longer she's out there. Oh, we'll find her. No doubt about it. Ja, es könnte auch sein, dass sie uns, sich uns anschließen. Wäre natürlich auch cool. This looks like some kind of ruin. Where are we? Judging from the style of the walls and columns, I'd say this place is an ancient underground temple of Eumacia. Eumacia, the Empyrean of Earth. So it was by no coincidence that the Earth Pulse led us here. How did the temple builders know where to dig to connect to an Earth Pulse? Did they just get lucky? Just wham, there it is? An Earth Pulse doesn't work that way. It's a flow of natural force ordinary humans can't sense. But in those days, there were more humans capable of sensing that which others couldn't. It was people like that who guided the rest to build their temples closer to the Earth Pulses, closer to their gods. Uh-huh. So, since Empyreans control the forces of nature, people viewed the Earth Pulses as embodiments of the gods themselves. Is that it? Right. In the time when Empyrean worship was at its peak, temples like this were built all over. And I'm guessing they all looked pretty similar, so until we go outside, we're no closer to knowing where we are. That sums it up. I wonder if they found any high-quality ore when they dug this hole. You know, for making swords. I don't know why I bother explaining anything to you. You know, I'm starting to think you just enjoy it. Kalt erwischt. Wenn das der Tempel des Windes ist, haben wir überall ein Erdsymbol drauf. Hallo? Das ist doch unlogisch. Mal gucken, was hier unten wäre. Ich will natürlich möglichst alles irgendwie begutachten, wenn es geht. Okay. Wow! Das war so unerwartet. Aha. Widerstand gegen die Erde. Der macht einfach Widerstand gegen die Staatsgewalt. If you want to live, get out of my way.
Du sagst es mal. Oh, und schon ist der nächste dran. Da glaube ich einfach nicht. Hey, hier müsst ihr starten. Sorry to cut you down. Au, au. Haben wir hier irgendwo... Jetzt geht's wieder hoch. Hallo? Hoch, runter, hoch, runter. Okay, eine brüchige Wand. Da hat nun gerade... Es könnte doch sein, dass hier wieder irgendwo eins der Alarmstufe Rotmonster ist. Nö, scheinbar einfach nur... Oder vielleicht doch. Komme ich hier durch, ohne irgendein Monster zu treffen? Wäre natürlich episch, aber bezweifle es ein bisschen. Warum wegen dem Quatsch? Oh! Ja. Hey ho! Wow, es war knapp. Ha, hab's geschafft, cool. Ja, ist auch mal nice, wa? Hallo. So, wir haben richtig viele Punkte gesammelt. Viele Punkte, viele bunte Punkte. Schön. Wirklich schön. Ich kann bloß so schreien. So, dann machen wir hier auch mal. Dann mal hier durch. Da ist mal so ein Katzding. Ah ne, ist ein Turtle. Turtle Power! You guys again? Well, look who set up shop here. You couldn't have shown up at a better time. We need more supplies. I'm happy to help you all, but this time I really needs to charge a little extra. How much extra are we talking here? Ooh, you haven't heard the stories, little turtles. Word has it, there's a spooky monster that's been eating traveling merchants around these parts. Eating merchants? She takes the shape of a black-haired girl, and when she finds greedy merchants, she gobbles them up head first. Although, if the greedy merchant was a turtle's, I bet she'd start with the crunchy shell. Ah! I'm not greedy, I swears it. Look, I had special sales going on. Everything's marked down to normal prices. How generous of you. Magilo, give the nice Turtles the smile he lives for. Always a pleasure. Much obliged. Oh je, Velvet und Maggi, du, was für ein Dream Team. So ein Quatsch. Naja, gut. Was wollen wir erst machen? Ah ja, genau, ein bisschen gucken. Dank des Lebens. Ja, ein paar eingebüßt, muss man mal so sagen. So, nur Flaschen, einiger Trank, Monster, also Eingang teleportiert. Kann auch nicht schaden, aber wir es noch aktuell ein bisschen zu wenig nutzen, aber trotzdem. Angriff, für den Arte-Angriff und der Kalzit-Anhänger. Das Kalzit, Arte-Angriff plus 5. Kann man mal versuchen. Der Rest ist eher ein bisschen, naja. Jetzt müssen eigentlich Velvet kommen und sagen, hey, das ist alles, was du zu verkaufen hast. Ah, nein, ich habe noch Sonderangebote. So teuer der Tofu, wa? Aber wir haben ja genug Kohle. Ja, komm, warum nicht, wa? Zur Ausrüstung. Wie bereits erwähnt, ich glaube, wir haben sonst allgemein nicht viel zum neu ausrüsten. Nee, können ein bisschen... Ein bisschen zumindest. Naja, nö, auch ein bisschen nicht. Oh, schön, immerhin Luffy ist ja noch dabei, also hat die Ausrüstung noch, cool. Oh, süße Schuhe.
Vielleicht die Dinge alle mal ein bisschen zerlegen. ...20, 22, 27 hoch, das ist nicht gerade sehr viel. Oh, aha. Ja gut, doch, komm, die kannst du nehmen. So, dann haben wir bereits gemacht, da wurde gerade was Neues. Naja, egal. Dann die Bluse mit der Montur. Naja, Schockwehr. Ja. Das meiste davon einfach nicht wirklich zu gebrauchen. Ja, der schon. Echt nichts Geiles dabei. Schade, schade. Das ist doch sehr schade. Ja, wo ist es legen, genau. Ja, so macht Spaß. War alles ein bisschen zerlegen. Oh, Stiefel. Der kann nur so viele Stiefel haben. Boah, ist langsam gut. Echt ständig nur Stiefel gewonnen, alter Schwede. So, mal ein bisschen upgraden hier. So, warte mal, Stufe 3. Jo. Auch Stufe 3, sehr schön. Die Stiefel nicht vergessen. Waffe nochmal. Denke mal, das war's, wa? Jo. Gewinnst du zu 18? Oben? Unten. Geh mal unten durch. Lalalala. Ach du Scheiße. Die gleichen Typen. Wow. Über 200 von den Kugeln. Und hier wieder hoch und vermutlich wieder irgendwo, ihr wisst schon, wann zum Eintreten. Ah, nee, diesmal nicht. Aber nur eine goldene Truhe. Nee, komm, 240 runter, alle verarschen. Scheint doch halt der letzte Weg der richtige zu sein, nicht wahr, liebe Freunde? Ja, sieht ihm noch so seltsam aus. Egal. Kurz ein bisschen kratzen. Uah! Vergesst es. Ach ja, diese Musik. Kuckuck. Kuckuck. So. Jetzt müsste ich ja eigentlich langsam sich mal auf dem richtigen Weg sein, weil hier unten geht sowieso nicht weiter. Da war sowieso noch... Wir gehen jetzt scrollen schon wieder. Hä? Also. R2, ja, es muss schon der Weg hier sein. Eine Katztruhe.
Das war natürlich jetzt sehr nett. Hinterrücks angreifen, wie könnt ihr es wagen? Also stimmt ja. I wish I had power like that. Du geht's natürlich auch. Bams. Und direkt nochmal. Bams. Oh. Beinahe übersehen, ey. Trank des Lebens. Ihr erwischt mich nicht. La 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 la. Ihr seid doof. Tralala la 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 la. So, egal. Freunde, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich weiß, vielleicht kann wie es ein Cliffhanger und so, weil wir gar nicht wissen, wie es hier weitergeht, was passiert und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, passender Zeitpunkt, um die Folge mal zu beenden und dann das nächste Mal. Ja, mal schauen, wie es weitergeht, wa? Da wird wohl die Frage mal angesprochen werden, von wegen, okay, Slav ist ja wieder dabei, Eleanor vielleicht down, vielleicht kommt sie mit, keine Ahnung. Frage bleibt trotzdem, was müssen wir tun, damit wir eine Chance gegen Artorius haben? Das wird wohl die große Preisfrage sein und bleiben. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.